Der Hubert möchte die Leute in der Brauerei ein Fünftel weniger zahlen. Und wegen dem fangen sie Streiken an. Sein Alte verspricht er nachher wieder das volle Gehalt und kann auf die Weise den Ausstand wieder anbiegen. Drauf fühlt er sich von ihrer überrumpelt und wird Grante. Aber schließlich gibt er der Rosi und den Sascha recht, dass die Uschi die neue Geschäftsführerin werden sollte. Der Chris möchte der Kathi Erdbeeren mit einem Schlagrahm servieren, weil er das in einem Film gesehen hat, aber sein Vater ist ja mal weg. Sie möchte aber bloß mit ihrem Stopfer und das passt ihm auch. Der Gregor findet eine alte Musikkassetten, wo seine Schwester mit 12 Jahren an Michi Lieb angesagt hat. Zuerst möchte es verschwinden lassen, aber schließlich stellt sie außer, dass da gerade ihr Bruder drauf ist. Und weil ihre Alter im Bett eine schiere Schlafhosen anhat, die er ums Verrecken nicht austauschen mag, zieht sie zu Fleiß eine uralte Nachtpfad von der Uri an. Am Ende schließen sie miteinander, dass er sich von jetzt da nackert als Bett einflackernd. Wie der Flori grad schlaft, schmiert ihm sein preisischer Schratz mit einem Filzschreiber die ganze Fratzen voll. Er aber gespannt ist nicht und geht er so unter Kleid. An Rolli sein preisische Gspusi möchte für die Geschichte von der Lansinger Gmor nach einer uralten Eigramer Lanzen suchen und tut das bei der Nacht am Friedhof, samt denn, dass ihre Mesnerin aus Hummerl das extra verboten hat. Die hat einen Hass auf sie, weil sie einen Zwiefall seinen Alten ausgespannt hat und zeigt's an. Und schließlich zerreißt das ganze Dorf aus Mai über die preisische Totenschänderin. Und sogar von seinem Jumpsterer kriegt's Anstand.